keine Bots, wir schreien halt Stopp, wir werden nicht leiser, wir wollen die Freiheit. Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Wir sind hier live, an der Demo gegen Artikel 13 hier. Stopp die Zensur! 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 Man sieht halt ganz viele Schweizer YouTuber, aber auch Twitch-Streamer. Deutsche sind auch noch hier, Genau. ich bin aber Schweizer. Geil. Ich höre mich nur mit Deutschen an. Das ist das Problem. Achtung, Verwechslungsgefahr. Soll es nichts gegen Deutsche sein. Und das muss man auch sagen übrigens. Es hat so geile Schilder hier. Wenn zum Beispiel jetzt Was davor ist, jetzt kann das kurz mitspielen. Nichts verfügbar. Rufen uns an und wir entblocken den Artikel 13. Ganz schnell gemacht. Mit einer Stimme. Und es geht auch so schnell. Geile andere Schilder noch, wo man noch finden kann. Mit einer Stimme gegen Artikel 13. Gegen die ganze Axel Voss-Geschichte. Und es ist ja wichtig, also heute sind Demonstrationen, das heisst, das Video seht ihr am Morgen. Und am Samstag sind Demonstrationen, sind auch schon bereits die ersten Abstimmungen in Deutschland. Das heisst, es sind jetzt eigentlich Demonstrationen und nachher gehen sie direkt abstimmen. Also wenn die Monate gemacht. Nein. Wir sind keine Bots, wir schreien halt Stopp, wir werden nicht leiser, wir wollen die Freiheit. Wir sind keine Bots, wir schreien halt Stopp, wir werden lauter, je mehr ihr draufschlagen. Wir sind keine Bots, wir schreien halt Stopp, wir werden nicht leiser, wir wollen die Freiheit. Wir sind keine Bots, wir schreien halt Stopp, wir werden lauter, je mehr ihr draufschlagen. Stopp die Zensur! 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 Geil ist, vorher hat es einfach eine Ballonparty gegeben. Weißt du, das heisst eine friedliche Demonstration. Das heisst, dass bei uns Ballon und Gesang. Ballons und Gesang. Das ist die Definition von einer friedlichen Demo. Auf jeden Fall. Großwaffen, dann kommen mit. Das Einzige, was hier noch fehlt, sind Blümchen. Dann haben wir alles. Und ein K für Axel Voss. Dreizack. Dann wäre es nicht mehr friedlich. Genau. Dreizack, wo Artikel 13 auf dem Spieß ist. Okay, Ja. gut, damit kann ich leben. Ja, und dann musst du halt die Spitzen zensieren. Ja, das ist okay. Wir sind keine Bots, wir schreien halt Stopp, wir werden nicht leiser, wir wollen die Freiheit. Wir sind keine Bots, wir schreien halt Stopp, wir werden lauter, je mehr ihr draufschlagen. Wir sind keine Bots, wir schreien halt Stopp, wir werden nicht leiser, wir wollen die Freiheit. Wir sind keine Bots, wir schreien. Kein Upload bitte! Kein Upload bitte! Laut laufen, weil die nachher auf den Streams getroffen ist, werden wir vielleicht schon gefiltert. Und das heisst, wollen wir? Also in der EU, in Bern, überall diskutieren im Moment Politiker darüber, dass man das Urheberrecht verschärfen kann, dass man noch mehr Abgaben muss zahlen. Heute zahlen wir ja bereits irgendwie auf jedem, wenn wir etwas kaufen, zahlen wir Abgaben. Jedes Smartphone zahlst ja 5 lieber 10 Franken, nur dass die Urheberrechtsabgabe ist gekettet. Jeder Computer, jeder Kopierer, Drucker, überall zahlen wir heute Abgaben, Fernseher, jedes Fernsehabonnement hat man Urheberrechtsabgaben. Von allem, was wir heute nutzen, gehen ein paar Franken an die Verwertungsgesellschaften. Bei jedem Kinoeintritt, bei jedem Disco-Besuch, bei jedem Klick auf YouTube wird gekittet wieder. Jeder Track auf Spotify, den wir hören, werden Abgaben gezahlt und diese Liste die kann man beliebig lang fortsetzen. Und jetzt wollen Politiker effektiv noch mehr davon. Kein Upload-Filter! Kein Upload-Filter! Kein Upload-Filter!
machen, man. Das ist das Letzte. Und wo ist noch ein Menschenrecht? Da sind wir auch mit der Demokratie, was früher schon genug Krieg gegeben hat, glaube ich. Und dann müssen wir einfach die verdammten Menschenrechte, die wir hier haben, dass wir nicht das Zeug posten und zeigen oder halt was auch immer, Informationen durchgeben, so wie das heute hier entstanden ist über Facebook. Und ich finde halt, das geht einfach nicht. Nur weil so Leute das Gefühl haben, wir können dort noch Geld damit verdienen und so schwach sind. Wirklich, es braucht viel Kraft, um hierher zu kommen auch. Aber was ich euch dringend sagen möchte, wenn ihr die Möglichkeit habt, gegen Artikel 13 dagegen zu stimmen, macht es. Weil sonst wird Wikipedia weiter gesperrt sein. Wir können nie wieder unsere Informationen beziehen. Das ist dann für mich die reinste Zensur. Das ist wie für mich, als würde man mir den Kleber auf den Mund setzen und sagen, du darfst nicht reden. Aber klar, ich darf reden. Ich habe meine Meinung, meine Kritik und ich sollte die äußern dürfen. Dankeschön. Ja, wenn ich merke, ich bin ein bisschen heiß. Es ist der Tag nach der Demo, es ist Sonntag und ich gebe euch jetzt kurz mein Fazit durch. Ich habe die Demo cool gefunden, ich habe cool gefunden, dass so viele Leute gekommen sind, es waren etwa 300 bis 400 Leute. Klar, wenn man es natürlich von Köln betrachtet, weil 15'000 sind es wenig, aber insgesamt sind in Europa gestern 160'000 Leute auf die Straße gegen den Artikel 13 bzw. 17 demonstrieren. Und ich kann nicht versprechen, dass es das letzte Video war über Artikel 13 bzw. 17, wo ja eigentlich gekommen ist. Aber das lassen wir, weil ja, mein Kanal ist eigentlich kein Politikkanal, obwohl es jetzt gerade ein momentan ist. Aber jedenfalls würde ich Danke sagen an Simon Will, und ich so zu Ehre sein Rockers T-Shirt noch angeschaut habe, dass er mir seine Musik, wir sind keine Bots, zur Verfügung gestellt hat. Das ist verlinkt. Ich sage es nicht nur, weil ich den Song benutze, sondern weil ich ihn wirklich cool finde und ich privat gelost habe, auch vor der Demo schon. Und ich finde, es bringt einfach sehr gut zum Ausdruck, was eigentlich der Demo so gelaufen ist und auch der Artikel 13. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich habe jetzt schon alles geschnitten, bis zu dem Punkt, den ihr jetzt gerade seht. Und ja, ich frage mich, was habt ihr so zu sagen zum Artikel 13 und je nachdem, wenn ihr an der Demo seid, wie habt ihr es gefunden? Würde mich mal interessieren, was ihr so zu der Artikel 13 Demo gemeint habt in Zürich oder in München, Europa oder einfach, wenn ihr nur einen Livestream gesehen habt, weil ich finde es wirklich cool, dass gestern extrem viele Twitch-Streamer waren, unter anderem der Florian, grüß uns an dich, wo dann plötzlich so, jetzt während der Demo so, ey, wie heisst du eigentlich auf YouTube? So, ja, ich bin Abonnent von dir und ich kenne dich so. Alles klar, ich habe einen Twitch-Streamer so genannt. Klar, ist jetzt nichts Besonderes, aber es ist irgendwie cool, einfach so Leute kennenzulernen, die einem so schauen, wo man denkt, so, cool, dass der einem schaut. Und wir sind nachher zusammen gestern am Mac, haben darüber diskutiert. Und ich weiss nicht, ob er auch noch ein Video dazu macht. Ich habe noch für ihn ein Video aufgenommen, das habe ich jetzt am Schluss gesehen, wo er noch geredet hat, das war er. Und ich finde es cool, dass die Leute dann reden können selber. Das Problem ist auch, dass die Politiker haben meiner Meinung nach lange und langweilige Reden gehalten, recht viel so abgelesen und ja, die Zitreten haben, ja, ist jetzt nicht so mies gewesen und auch darum habe ich sind wir dann irgendwann einmal gegangen. Aber also habe ich es cool gefunden, würde ich sagen, wenn es das Video euch gefallen hat, zeigt es mir einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann wahrscheinlich nächsten Samstag wieder am 12 Uhr bzw. Sonntag am 12 Uhr zu einem neuen Video. Dann aber nicht mehr über den Artikel 13, sondern zu einem anderen Video. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Halt, stopp, wir werden lauter, je mehr ihr draufschlagt. Wir sind keine Bots, wir schreien halt, stopp.